Yes, vielen Dank. Ich glaube, ich darf über mich selbst behaupten, dass ich ein Generalist bin. Ich habe jetzt meinen 4. Job, ich war mal Elektriker, ich habe mal dann in Richtung Prozess- und Produktionsmanagement studiert und gearbeitet, bin danach in die Immobilienbranche gerutscht und bin jetzt Pastor. Vieles von dem habe ich nicht vorweg gesehen, aber ich habe Gott immer gesagt, nutz mich für das, was du willst. Und ich merke, ich konnte in jedem Job irgendwo auch meine Skills lernen, die ich brauche, um das zu machen. Und ich merke das aber auch in meiner Freizeit. Also ich habe dann irgendwann mal, als unser erstes Kind kam und meine Frau das nicht mehr ausgehalten hat in der Küche, das Kochen übernommen und habe gemerkt, ja, so schlimm finde ich das gar nicht und ich kann es eigentlich noch. Also ich mag das eigentlich noch sehr. Und dann kam irgendwann ein Garten dazu und ich habe gemerkt, ja, ich baue auch gerne mal irgendwas im Garten, ich repariere gerne Dinge, ich mache gerne Sport, aber ich mache auch gerne Musik. Und das ist toll, schön, aber die Herausforderung finde ich, wenn man so veranlagt ist, irgendwo einen Fokus zu behalten, irgendwo fokussiert zu bleiben, weil so schnell passiert es, dass du alles und gar nichts kannst oder dass du alles und gar nicht machst. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich in die Gesellschaft schaue, habe ich das Gefühl, ich bin da gar nicht so alleine. Wir leben in einer Zeit, in der wir herausgefordert sind, ein fokussiertes Leben zu leben. Es ist nicht mehr so einfach. Wir haben einen maximalen Wohlstand, der uns ganz, ganz viele Möglichkeiten eröffnet. Also wir können ganz viele Dinge machen, die zum Beispiel mein Großvater noch nicht konnte und haben viel, viel mehr Optionen. Zudem leben wir in einer Leistungsgesellschaft und merken, wir sind angetrieben, weil unser Erfolg definiert uns irgendwo. Alle schauen darauf, was erreichst du, was lieferst du, und das treibt uns an in verschiedenen Richtungen. Dann kommt noch eine sehr vielseitige und schnelle Kommunikation. Das heißt, wenn du irgendeine App öffnest auf deinem Handy, hast du sehr schnell Inspiration. Vielleicht kennst du das, da will ich auch mal hin, diese Wanderung habe ich auch noch nicht gemacht. Gehst auf Pinterest und siehst, wie sie diesen kleinen Raum umgebaut haben als Kinderzimmer. Das ist echt inspirierend. Lass uns das mal machen, Schatz. Und du merkst, ich habe schon einige erwischt. Es gibt sehr, sehr viel Inspiration und das führt auch dazu, dass wir sehr schnell irgendwo überall sind, aber nicht mehr konzentriert an dem, was uns eigentlich wirklich wichtig wäre. Es ist eine Herausforderung, fokussiert zu leben. Aber wir sind nicht die erste Generation, die diese Herausforderung hat. Und die große Frage ist, wie gelingt es uns denn, fokussiert zu leben? Weil heute will ich darüber reden, weniger ist mehr. Weil, Santi hat es vorhin schon gesagt, wir haben diesen Spirit, mehr ist mehr. Überall das Maximum rausholen. Jetzt komme ich mit weniger ist mehr. Was meine ich damit? Jesus hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben als Christen. Die Frage ist, wie erfüllen wir den? Wie leben wir ein Leben, dass wir am Ende unseres Lebens als Nachfolger von Jesus Christus sagen können, ich bin Jesus nachgefolgt und ich bin zufrieden mit meiner Nachfolge. Weil das wünsche ich dir. Das ist mein Wunsch für dich, dass du irgendwann, wenn du merkst, jetzt geht das Leben am Ende entgegen, dass du sagen kannst, ich bin ein Nachfolger von Jesus Christus. Und ich habe nicht hier und da meine Abzweigungen verpasst oder mich 1000-mal verzettelt, sondern ich konnte ein fokussiertes Leben leben. So wie Jesus sich das vorstellt. Und ich will mit dir den Text angucken. Da bringt Jesus das mit dem Pharisäer gemeinsam sehr, sehr gut auf den Punkt. Wir lesen in Lukas 10, 25 bis 28. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht denn im Gesetz? Also er geht dahin, wo er sich auskennt. Was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe, mit all deiner Kraft und all deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben und dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Pharisäer erkundigt sich, wie bekomme ich jetzt dieses ewige Leben, von dem du ihm sprichst? Er ist ein Gesetzeslehrer, der wollte natürlich
die Erfüllung des Gesetzes hören. Und Jesus fragt ihn genau dort und sagt, ja, was sagt denn das Gesetz? Und der Pharisäer selbst fasst es so zusammen. Und Jesus zeigt auf, was du tun musst, um wirklich zu leben. Liebe deinen Gott mit allem, was du bist und hast. Mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Hingabe. Mit deinem ganzen Herzen. Und dann sagt er am Ende, tu das und du wirst leben. Ich finde das so einen starken Satz. Weil ich muss dir sagen, ich habe früher, ich habe immer so für mich heute ein komisches Bild vom ewigen Leben gehabt, was der Pharisäer hier anspricht. Ich habe immer gedacht, ja, irgendwann sterbe ich dann mal und dann kommt das ewige Leben. Und wie länger ich in der Bibel lies und schaue, wie Jesus darüber spricht, merke ich, ich denke heute anders darüber. Ich sage, mein ewiges Leben hat mit meiner Taufe angefangen. Weil Paulus schreibt, der Mensch stirbt und ein neuer Mensch entsteht. Ein neues Leben. Und die Ewigkeit für mein Verständnis startet in dem Moment, in dem du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest. Dann hat mein ewiges Leben begonnen. Und Jesus sagt zu ihm, hey, tu das und du wirst wirklich leben. In anderen Worten kann man sagen, wer liebt, der lebt. Und ich liebe das an Jesus, dass er das ganze komplexe Gesetz, was die Juden irgendwo so ausgedehnt haben und nochmal vielseitiger gemacht haben, so einfach zusammenfasst. Dass man sagen könnte, wer liebt, der lebt. Wer liebt, der lebt dieses Leben, wie Gott es sich für uns vorgestellt hat. Die große Frage ist, wie bekommen wir das hin? Klingt so einfach. 4 Worte. Wer liebt, der lebt. Aber wie schaffen wir das? Wie gelingt es uns, liebevolle Menschen zu werden? Unseren Gott mit all unserer Kraft, mit allem, was wir sind und haben, zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben. Ich habe viel in der Bibel gelesen über dieses Thema und etwas fällt mir auf. Immer wieder, wenn das Thema Leben kommt, die Bibel braucht ja oft Bilder, um Themen aufzugreifen. Und ein Bild, was fürs Leben immer wieder hervorkommt, ist der Baum. Der Baum des Lebens. Der Baum steht fürs Leben und das wird immer wieder aufgegriffen, dieses Bild. Und ich habe mich mal ein bisschen damit befasst und mir überlegt, ja, wo sehe ich die Parallelen zwischen einem Baum und einem Nachfolger von Jesus Christus? Ein Baum ist extrem sinnvoll. Wir alle wissen, jeder Baum, den wir haben, ist ein Segen. Und wir alle wissen auch, jeder Baum, der gefällt wird, nicht gut. Und trotzdem tun wir es die ganze Zeit. Aber was ein Baum bringt, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert. Ein Baum betreibt Klimaschutz. Er eliminiert Kohlendioxid und produziert Sauerstoff. Das heißt, er verändert die Atmosphäre, wie ein Christ, wenn er liebt. Er bietet Lebensraum für Tiere. Vögel können Nester bauen und ihre Jungen zur Welt bringen. Tiere können darin leben. Anderes Leben kann entstehen. Er bietet Bodenschutz. Das ist momentan, wenn wir in den Süden der Schweiz schauen, ist es ein riesiges Thema. Warum haben wir so viele Moorgänge? Warum haben wir so viele Überschwemmungen? Dort, wo sogenannte Schutzwälder sind über den Tälern, haben die Täler viel bessere Chancen, vor solchen Dingen verschont zu bleiben. Dort, wo die Wälder fehlen, ist es viel realistischer, dass mal ein Erdrutsch passiert oder eine Überschwemmung im Tal erfolgt. Das liegt daran, weil die Wurzelwerke den Boden stabilisieren und das Wasser zurückhalten, die Erde zusammenhalten. Ein Baum bietet Erholung. Ich weiß nicht, ob du das so magst wie ich, aber ich finde, es gibt nichts Angenehmes, als an einem sonnigen, heißen Tag unter einem Baum zu sitzen. Nichts ist so erholsam wie der Schatten eines Baumes. Er bringt Frucht, Früchte, die wir essen können, Früchte, von dem andere essen können und ernährt werden. Und letzten Endes, wenn man ihn mal abschneidet, bringt er Arbeit, die bezahlt werden kann. Und es entsteht Holz, aus dem man zum Beispiel ein Haus bauen kann und mit den Resten sogar noch das Haus beheizen kann. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass dieses Bild immer wieder für das Leben verwendet wird. Und ich finde, es gibt viele Parallelen zwischen dem Menschen und dem Baum. Und ich möchte versuchen, heute mal
einige Parallelen aufzuzeigen, wo ich glaube, da können wir von der Natur lernen, weil du kannst hinschauen, wo du willst. Gottes Schöpfung, du siehst immer wieder die gleichen Prinzipien, du siehst immer wieder die gleichen Mechanismen. Wenn du Menschen, Tiere und die ganze Schöpfung Gottes miteinander vergleichst. Was braucht ein Baum, um groß und stark zu werden? Weil ein Baum ist so etwas Unspektakuläres. Der steht sein Leben lang am selben Ort, richtig? Der wächst ganz, ganz langsam. Wenn du schon mal einen Baumschnitt gesehen hast, dann siehst du solche Ringe, die nennt man Jahrringe. Bäume wachsen ganz langsam. Du kannst ihm nicht beim Wachsen zuschauen, aber wenn du nach Jahren denselben Baum wieder anschaust, siehst du, wie er größer und stärker geworden ist. Aber das dauert. Das ist sehr langweilig. Das dauert. Also was braucht er, um groß und stark zu werden? Genau. Und Sonne. Ja? 3 Sachen. Die Wurzeln. Die Wurzeln sind für uns Christen die Gemeinschaft. Warum sage ich das? Die Wurzeln sind das, was dem Baum Halt gibt. Das, was ihn stabilisiert. Zeig mir einen Christ, der ohne Gemeinschaft ein Nachfolger von Jesus Christus ist. Ich kenne keinen. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die uns festigt, die uns stärkt, die uns Halt gibt. Wenn die Stürme im Leben kommen, brauchen wir ein stabiles Fundament. Etwas, was uns hält, was uns Stabilität gibt. Aber ich nehme momentan etwas wahr, weil ich habe mich jetzt mit den Punkten ein bisschen befasst und mich dann auch wieder mit der Frage konfrontiert, was sehe ich denn, wenn ich in uns reinschaue als heutige Christen, als heutige Gemeinde. Und ich nehme wahr, ich habe letztens eine Statistik gelesen, die sagt, ein Freikirchler, also eine Person, die in eine Freikirche geht und sagt, ich habe eine Beziehung zu Gott und ich gehe in die Kirche, die kommt im Durchschnitt 1- bis 2-mal im Monat in den Gottesdienst. Nicht gut, oder? Wenn das unser Fundament ist, wenn das ist, was uns Halt gibt, warum tun wir das? Und ich habe eine Stelle gefunden im Hebräer, da schreibt der Schreiber, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich das einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Also das ist nicht eine Herausforderung, die wir heute als erste Generation haben. Das hat damals, vor vielen Jahren, schon jemand an die Hebräer schreiben müssen. Verpasst nicht die Zusammenkünfte. Wir können schon alle 1, 2, 3 Wochen in den Gottesdienst kommen, aber ich sage dir, die Qualität an Beziehungen, die du hast in deiner Gemeinde, die sind entscheidend, wie stark dein Wurzelwerk ist. Ich sehe viele Menschen, die nicht mehr gute Beziehungen in ihrer Gemeinde haben. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, dass wir nur ab und zu auftauchen. Und wenn wir uns nur noch einmal im Monat sehen, entsteht nicht das Gleiche, wie wenn wir uns jede Woche sehen. Meine Bitte an dich, wenn du ein starker Baum werden willst, wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus sein willst, über Jahrzehnte, der am Ende seines Lebens sagen kann, ja, ich bin Jesus nachgefolgt. Komm jeden Sonntag in den Gottesdienst. Komm jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ich weiß, das ist eine Herausforderung. Ich trete vielleicht einigen jetzt auf die Füße, aber ich mache das ganz bewusst, weil ich glaube, was wir uns angewohnt haben, ist nicht gesund für uns Christen. Ich habe letztens eine Mutter, ein Gespräch mitbekommen, wie eine Mutter von 2 Kindern mit vielen Hobbys und einem Job nebendran gesagt hat, ja, wir kommen jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und als die andere Frau gefragt hat, warum, hat sie gesagt, wir haben eine Entscheidung getroffen. That's it. So einfach ist es. Jetzt kannst du mir sagen, ja, du kommst wahrscheinlich jeden Sonntag in den Gottesdienst, weil du angestellt bist im ICF. Das stimmt. Ich muss da sein. Aber ich habe das schon 15 Jahre vorher gemacht. Ich habe schon 15 Jahre vorher, bin ich jeden Sonntag in den Gottesdienst gekommen. Egal wie lange wir gefeiert haben in den Jugendjahren, egal wie viel Lust die Kinder haben. Weißt du, meine Kinder wollen manchmal nicht ins ICF. Heute Morgen lag ich im Bett und dachte mir, das Bett ist so schön. Ich bin so urlaubsreif und ich habe morgen 3 Wochen Urlaub.
Und ich freue mich schon riesig. Und ich musste mich heute genauso aus dem Bett kämpfen, habe 2 Kinder dabei. Es ist nicht immer einfach, ich verstehe das. Man muss sagen, nee, ich kann mich nicht zum Brunchen treffen, man muss vielleicht mal einen 2-tägigen Ausflug anders planen, vielleicht mal Freitag, Samstag gehen, anstatt Samstag, Sonntag. Man muss vielleicht zu einigen anderen Hobbys, die sonst am Sonntag Platz finden, Nein sagen. Aber der Punkt ist, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Das Leben wird einfacher, wenn wir uns auf die wesentlichen Dinge fokussieren. Geh jede Woche in deine Small Group. So viele Small Groups haben aufgehört, sich zu treffen, weil sie die ganze Zeit zu 2, zu 3 da saßen. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Vielleicht noch eine Side Note, die fand ich gut. Vielleicht denkst du, ja, ich würde, wenn die Gemeinschaft gesund wäre, würde ich dem auch mehr Priorität geben. Wusstest du, dass der Baum seinen Boden selbst gut macht? Indem er Früchte fallen lässt, die düngen, indem er Vögel anlockt, die... Das ist gesund, dadurch entsteht ein guter Boden, er wirft Mulch ab, Rinde ab und das führt zu einem guten Boden. Und er trägt selbst dazu bei, dass der Boden, in dem er gepflanzt ist, gesund ist. Als Christen sind wir dazu berufen, gemeinsam Familie zu bauen, Gemeinschaft zu pflegen und gemeinsam auch zu konstruieren. Und ich will dich ermutigen, gib dem Priorität. Egal, ob es heute normal ist, ob wir alle 2,5 Wochen in den Gottesdienst kommen. Lass es uns anders machen. Weil ich sage dir, es ist gesund für dich als Nachfolger von Jesus Christus, wenn du jede Woche in der Gemeinschaft bist. Es wird dir einfacher fallen zu lieben. Etwas anderes, wir haben es vorher schon aus dem Publikum gehört, Nahrung braucht der Baum, Wasser. Er zieht Wasser auf, das mit Nährstoffen angereichert ist. Für uns ist das Wort Gottes. Weil Jesus sagt mal, als er herausgefordert wird, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Auch hier, ich habe einen Bericht gelesen, der Durchschnittschrist nimmt noch einmal die Woche die Bibel hervor. Und das ist ein bisschen ein Generationending, habe ich herausgefunden. Ich treffe ganz viele Ü40-Menschen, die das noch täglich hinbekommen. Und für die jüngere Generation ist das eher eine Challenge geworden. Und auch hier gibt es 1000 Gründe dafür. Aber auch hier rufe ich dir heute zu, mach's anders. Lies jeden Tag in deiner Bibel. So wie du jeden Tag isst, solltest du jeden Tag geistlich essen. Ich weiß nicht, was du dafür brauchst, damit dir das gelingt, weil ich verstehe, dass wir alle abgelenkt sind, wenn wir die Bibel auf dem Handy haben und das Handy hervornehmen. Haben wir vielleicht kennst du das, diesen Default-Modus, wo du einfach deine 3 Apps öffnest. Mir passiert, ich kann das im Schlaf. Mein Daumen weiß ganz genau, wo welche Apps sind und ich mache das manchmal, ohne dass ich es will. Das ist mega weird und bringt überhaupt nichts. Aber ich habe es mir halt angewohnt. Und plötzlich mache ich etwas, was ich eigentlich machen wollte, mache ich nicht und mache dafür was anderes. Ich habe angefangen, die Bibel wieder präsenter in meinem Wohnzimmer zu haben, haptisch, als Buch. Ich nehme meine Bibel wieder mit in den Gottesdienst als Buch, weil ich gemerkt habe, das fällt mir einfacher. Weil ich hatte letztens ein Learning, das hat mir sehr dabei geholfen, das neu zu verstehen, wie ich funktioniere. Das ist ja nicht für jeden gleich, aber ich habe gemerkt, ich saß plötzlich an einem Klavier. Ich spiele Klavier, seit ich 7 Jahre alt bin. Das sind jetzt 30 Jahre. Und ich konnte kaum mehr was spielen. Ich habe mich nur noch verdrückt. Es war nicht angenehm, ich habe mich unsicher gefühlt, es war auch nicht mehr schön. Und ich habe gemerkt, ich kann eigentlich gar nicht mehr Klavier spielen. Und habe mich gefragt, ja, warum ist denn das so? Die Erklärung ist einfach, ich habe nicht mehr gespielt. Irgendwo stand mein digitales Klavier, wo man einen Computer anschließen muss, war mir immer zu kompliziert, immer zu aufwendig. Und ich habe irgendwie aufgehört, das regelmäßig zu machen. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, wieder ein akustisches Klavier ins Wohnzimmer zu stellen. War ein toller Umzug. Ich habe wieder mal meine 3 Freunde gebraucht, die mit mir das 200 Kilogramm schwere Teil hochgehoben haben und transportiert haben. Und ich muss jetzt einen Klavierstimmer haben, der das einmal im Jahr stimmt. Das kostet Geld. Aber weißt du was, seitdem ich das im Wohnzimmer habe, spiele ich wieder. Nach dem Abendessen, meine Frau ist schon voll dran, jetzt so schnell wie möglich die Kinder ins Bett und ich klappe den Deckel auf und fange an, Klavier zu spielen. Marisa winkt ab, sie kennt das Problem.
Ja, ich stress nicht so gerne rum. Und das Schöne ist, die Kinder setzen sich dazu und das Klavierspielen hat irgendwie wieder Platz gefunden in meinem Leben. Vielleicht musst du dir mal überlegen, wo deine Bibel ist. Es ist deine Nahrung als Nachfolger von Jesus Christus. Ohne das Wort Gottes gehst du drauf. Nicht sofort, weil du kannst mal eine Woche nichts essen. Du kannst 2, 3 Wochen nichts essen. Du überlebst das. Aber auf lange Frist wirst du es merken, wenn du dich nicht gut ernährst. Wo ist deine Bibel? Das Dritte, was ein Baum braucht, ist Sonnenlicht. Und für uns ist das Gebet. Die Gegenwart Gottes, der Austausch mit ihm, das Gespräch mit ihm. Philipper 4,6: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Was für ein guter Satz. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Relativ einfach. Wer kann gut Sorgen machen? Ihr könnt deutlich aufstrecken, das hilft mir, weil ich strecke auf, weil ich aufstrecke. Und mir fällt manchmal auf, wie lange ich mir Sorgen mache, bis ich bete. Und denke mir, was habe ich jetzt alles für ein Kopfkino abgespielt? Was habe ich alles für Selbstgespräche geführt, anstatt mit Gott zu reden? Und immer wenn ich bete, merke, da passiert was. Das ist nicht einfach Einbahnkommunikation. Gott ist im Gespräch mit uns. Er will mit uns unterwegs sein. Er will, dass du groß und stark wirst. Er will, dass du wirklich lebst. Und wenn wir nachfragen, gibt er uns Antwort. Das sagt die Bibel. Aber manchmal sagen wir, ich bin halt nicht so der Beter. Schwierig. Ausrede. Bete jeden Tag. Ich habe früher so einen Sessel bei mir gehabt im Wohnzimmer. Ich hatte immer so meine halbe Stunde, 3/4 daheim, habe einen Kaffee gemacht und bin dann da reingesessen und habe dann irgendwann gemerkt, jetzt sind die Kinder da und das funktioniert nicht mehr. Weil sobald ich da drin sitze, kommen alle Kinder und wollen irgendetwas von mir. Und das ist richtig so. Ich bin da für meine Kinder. Aber ich habe für mich merken müssen, das Konzept funktioniert schlicht nicht mehr. Und ich musste extrem kreativ werden für mein Empfinden. Ich habe angefangen, zur Arbeit zu laufen. Letztens habe ich die Mieke angetroffen zum Beispiel. Ich treffe immer wieder Menschen aus unserer Kirche, seitdem ich das mache. Das ist wunderbar, aber ich nutze diese Spaziergänge mittlerweile, um zu beten. Ich gehe 3/4 Stunde am Morgen zu Fuß. Ich hätte 10 Minuten mit dem Fahrrad. Aber weißt du was, wir sind nicht auf der Welt, um alles so schnell wie möglich zu machen. Weniger ist mehr. Manchmal müssen wir das Leben ein bisschen entschleunigen, Platz schaffen, damit das passieren kann, was gesund für uns ist. Und ich muss für mich einen neuen Weg finden. Und ob es regnet oder nicht, ist nicht so relevant. Manchmal habe ich mehr Lust, manchmal weniger. Aber für mich ist das ein gutes Konzept, das funktioniert. Wo hast du deine Gebetszeit? Das ist nicht einfach nur für die Leute im Gebetsteam. Das betrifft jeden Nachfolger von Jesus Christus. Wir brauchen das Gebet. Ich möchte an der Stelle, wenn du Eltern bist, möchte ich dir noch was zurufen. Darf ich mal kurz fragen, wer christlich aufgewachsen ist hier? Guckt euch mal um, halt mal die Hände kurz hoch, ganz hoch. Guck mal um. Das ist ein mega Privileg. Ich strecke auch auf, ich bin auch christlich aufgewachsen. Wenn du christlich aufgewachsen bist, dann verdankst du das im Normalfall deinen Eltern, die ihre Entscheidung getroffen haben, mit dir in die Kirche zu gehen. Du hast von ihnen gelernt, wie man Bibel liest. Du hast von ihnen gelernt, wie man betet. Hast vielleicht am Tisch gebetet und. Das sind Dinge, die wurden dir vorgelebt. Wenn du Eltern bist, wenn du Vater oder Mutter bist, sei dir bewusst, dass wenn wir über diese Themen sprechen, dass du das nicht einfach nur für dich selbst machst, sondern dass du auch eine Vorbildfunktion hast für deine Kinder. Deine Kinder werden es so machen, wie du das machst. Wenn es normal ist, einmal im Monat in die Kirche zu gehen, ist es normal, einmal in die Kirche zu gehen. Wenn du die Bibel einmal im Monat aufschlägst, dann ist das normal. Wenn du nie betest am Tisch, dann ist das normal. Wenn du Dankesgebet sprichst, wenn etwas Gutes passiert, dann gewöhnen sich deine Kinder an das. Deine Kinder werden es so machen, wie du es machst.
Und du kannst etwas hinterlassen. Seid ihr dessen bewusst? Wir sind in einer Gesellschaft, die immer auf dem Gaspedal ist. Wer ist immer busy hier drin? Ich strecke auf, weil ich aufstrecke. Ich habe nie Zeit. Wenn ich mit Menschen was abmachen will, einen gemeinsamen Termin, ich muss mittlerweile so kreativ werden. Wenn du dich mit einem Team in unserer Kirche treffen willst und wenn die Hälfte kommt, ist schon mal gut. Wir haben keine Zeit, wir rennen nur rum. Aber meine Frage an dich ist heute, Easy Summer Celebration. Warum musst du alles erleben? Warum musst du alles sehen? Warum musst du alles haben? Du hast eine Ewigkeit lang Zeit. Du hast eine Ewigkeit Zeit, alles zu sehen, alles zu erleben. Du musst es nicht alles in dem Leben hier auf der Erde machen. Lass uns die Bibel ernst nehmen. Da kommt plötzlich eine Ruhe rein. Weniger ist mehr. Wir müssen nicht 1000 verschiedene Dinge tun. Wir müssen das eine Wichtige tun. Wer liebt, der lebt. Das eine Wichtige. Ich frage dich, kann Gott dich beim Einkaufen gebrauchen? Hast du ein offenes Mindset, wenn du in Aldi oder in Migros gehst und einkaufst? Oder willst du möglichst schnell wieder raus sein? Wie bist du drauf beim Autofahren? Heikles Thema, gell? Aber wir sind oft so busy. Und ich glaube, wir verpassen oft so viele Situationen, wo Gott uns gebrauchen könnte. Einfach, wenn wir ständig im Stress sind. Weil wir ständig mehr wollen, das Maximum wollen. Ich habe mich vor Jahren bewusst dafür entschieden, nicht mehr rumzustressen. Frag mal meine Frau, die nervt sich darüber. Aber ich mache nichts mehr schnell. Ich habe versucht, das Wort schnell aus meinem Wortschatz zu entfernen. Meistens gelingt es mir. Ich gehe nicht mehr schnell einkaufen. Ich koche nicht mehr schnell. Ich esse nicht mal mehr schnell. Der Durchschnittsschweizer isst 90 Minuten pro Tag. Für 3 bis 5 Mahlzeiten, das musst du dir mal geben. Das ist nichts. 90 Minuten, 1,5 Stunden für alle Mahlzeiten am Tag. Das ist ein Witz. Wir stressen nur rum. Ich will das nicht mehr. Weniger ist mehr. Wir haben eine Aufgabe. Wer liebt, der lebt. Wir sind nicht dazu berufen, rumzustressen, 1000 Dinge zu tun. Wir müssen nicht 15 Freundschaften haben. Kein Mensch hat Zeit für das. Wir müssen nicht alles machen. Wir müssen nicht 1000 Hobby haben. Wir müssen nicht jedes Land sehen. Wir müssen nicht 1000 Dinge tun. Wir müssen etwas tun. Wer liebt, der lebt. Kann sein, dass ich dich jetzt eher belastet habe bisher. Ich sage, geh mehr in den Gottesdienst, lies mehr Bibel, bete mehr. Aber weißt du, was die Wahrheit dahinter ist? Wenn du das anfängst zu machen, wird dein Leben besser, wird dein Leben einfacher, weil weniger mehr ist. Wenn du anfängst, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, sagst du zu ganz anderen, vielen anderen Sachen Nein. Und das ist am Anfang schwierig. Aber mit der Zeit merkst du, da ist eine Routine drin und das entlastet. Wenn du mal ein bisschen Tempo rausnimmst in deinem Leben und das wirklich Wichtige tust, wird das Leben einfacher. Jesus sagt, das Joch, komm unter mein Joch und mein Joch ist leicht. Wenn wir ihm nachfolgen, wird das Leben leicht. Seine Last ist leicht, was er uns zu tragen gibt. Und er hat uns eine Verheißung zugesprochen. Das lesen wir in Matthäus 6,33. Das ist für mich eine der wichtigsten Verse in der Bibel. Da steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Mach das eine Wichtige. Mach Gottes Reich zur Priorität. Sorg dich darum, deinen Herrn zu lieben mit allem, was du bist und hast, deinen Nächsten zu lieben, dich selbst zu lieben. Mach das zu deiner obersten Priorität. Schau, dass diese Liebe auf dieser Erde spürbar, erlebbar wird durch dich. Und Gott wird sich um all das andere kümmern, was du brauchst. Das ist eine mega Entlastung. Da ist eine mega Verheißung drin. Gottes Reich Priorität zu geben.
das als Nummer 1 zu setzen, das ist nicht eine Belastung, das ist eine Entlastung. Weniger ist mehr. Wir müssen uns nicht um 1000 Dinge drehen. Wir müssen nicht, weiß Gott, alles was erleben und erreichen in diesem Leben. Wir müssen das eine tun. Wer liebt, der lebt. Ich möchte dich herausfordern, wir haben Sommer, vielleicht hast du noch Urlaub. Vielleicht kannst du mal an einem deiner nächsten freien Tage, wenn du Sabbat hast, dich mal ganz alleine zurückziehen. Wenn ihr Kinder habt, vielleicht könnt ihr gegenseitig mal einen Tag die Kinder nehmen, dass mal Papa guckt, dann hat Mama eine Tagzeit und umgekehrt. Und vielleicht kannst du dich dann mal zurückziehen und dir mal überlegen, hey, wo bin ich getrieben? Wo stress ich rum? Warum bin ich immer so busy? Wo habe ich das eine Wichtige aus den Augen gelassen und habe mich verzettelt und lebe nicht mehr fokussiert? Weil Jesus ist so klar. Aber unser Alltag nimmt sehr gerne schnell viel Raum ein. Und ich glaube, ab und zu braucht es, dass wir uns hinsetzen und überlegen, was kann ich ändern? Und ich möchte dich bitten, wenn du das machst, überfordere dich selbst nicht. Du bist jetzt hier, du willst dahin. Da braucht es ein paar Schritte. Überleg dir, was du änderst, was du anpasst. Aber du bist nicht berufen, um rumzustressen, um alles zu erleben, um alles zu erreichen. Weniger ist mehr. Wer liebt, der lebt. Wie wäre es, wenn wir alle ein fokussiertes Leben leben würden? Auf die eine wichtige Sache. Was würde passieren? Alleine die Menschen hier in dem Saal und die Menschen, die online dabei sind. Was würde passieren, wenn wir anfangen würden, wirklich fokussiert zu leben? Was würde in unseren Familien passieren, in unseren Ehen, in Beziehung mit unseren Kindern, in unseren Freundschaften, in unseren Schulen, Unis, Arbeitsplätzen? Was würde in unserer Stadt passieren, in dem Dorf, in dem wir leben? Wenn diese Liebe das eine ist, was uns wirklich interessiert. Wenn wir anfangen, wirklich zu leben. Wir haben vorher, bevor wir in die Predigt gegangen sind, haben wir unser Herz geöffnet für Gottes Reden. Und ich möchte dich einladen, das nochmal bewusst zu machen. Da, wo du bist. Du kannst gerne sitzen bleiben, kannst aufstehen, wie du dich wohlfühlst. Aber gib mal Gott einen Moment, um zu dir zu sprechen. Er will, dass du wirklich lebst. Was heißt das für dich? Für dich ganz persönlich. Wir haben ein Gebetsteam da, was während den nächsten Songs da drüben ist. Gerne noch mit dir betet. Lass uns hinhören.